Hallo, Moje, Jode Dach, herzlich willkommen auf meinen kleinen, bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. So, liebe Freunde, Thema Ausweichtrikot. Der FC hat dann am Freitag dann endgültig nach langer Geheimniskrämerei sich dann mal doch dazu entschieden oder endlich mal war er mal so gnädig und hat uns dann mal das neue Ausweichtrikot präsentiert. Leute, ich sag mal so, zuallererst einmal, es gab direkt wieder irgendwelche kontroversen Diskussionen dazu, die ich auf der einen Seite nachvollziehen konnte, auf der anderen Seite mir sagen musste, Leute, übertreibt ein bisschen. Wichtig ist bei einem Ausweichtrikot, dass du vollständig von der Vereinsfarbe abweichst. Du musst abweichen. Und beim FC ist es halt so. Entweder ist das Heimtrikot oder das Heim- oder das Auswärtstrikot abwechselnd primär weiß wie auch primär rot. Oder Heimtrikot zum Beispiel rot-weiß und Auswärtstrikot komplett rot. Das war zum Beispiel auch eine für mich etwas merkwürdige Wahl letzte Saison von Hummel. Vorletzte, Entschuldigung. Aber gut. Wir müssen dann, wenn wir antreten, eine komplett andere Farbe wählen, die 0,0 mit unseren Vereinsfarben zu tun hat. Und da gab es wieder welche, die haben gesagt, Mann, was ist das wieder für eine Wahl? Was ist das wieder für eine... Das hat 0,0 mit dem FC zu tun. Ja, ihr wisst schon, warum man es Ausweichtrikot nennt. Ihr wisst das doch. Warum? Ich verstehe das nicht. Das ist halt der Sinn der ganzen Sache. Es erfüllt einen Zweck. Und es erfüllt ebenso auch einen Zweck für Sammler wie mich. Wenn es darum geht, es gibt so und so viele Spieler, die ich cool finde, aber ich möchte nicht immer das gleiche Template oder beziehungsweise das gleiche Modell eines Trikots verwenden und es doppelt kaufen wegen diesem einen Spieler. Und dadurch bietet das Ausweichtrikot nochmal eine zusätzliche Möglichkeit, von deinem Lieblingsspieler ein Trikot zu kaufen, aber es einfach nicht schon das vorher gekaufte Trikot ist. Du brauchst doch nichts zu bereuen, rein theoretisch gesehen. Für mich persönlich ist es bei Ausweichtrikots so, ich trage das konsequent nicht im Stadion. Für mich sind das persönlich so Chiller-Trikots, so Urlaubstrikots. Ich habe zum Beispiel jetzt meine Tasche vollgepackt für meinen Urlaub Mitte, beziehungsweise fast schon Ende August bis Mitte September. Und die Dinger werde ich in Serbien in meinem Haus lassen und ich werde die dort rocken im Urlaub. Das sind richtige geile Ausweiche. Ja, das ist schön verquatscht. Das sind richtig tolle Urlaubstrikots. Damit kannst du toll in der Sonne chillen, am Strand oder was weiß ich. Dafür, diesen Zweck erfüllen dann diese Trikots bei mir. Einerseits, um weitere Lieblingsspieler auf einem Trikot zu verewigen, wenn ich die anderen Templates schon gekauft habe. Und auf der anderen Seite, um darin zu chillen. Und es gibt dann halt immer mal wieder die ein oder andere Modelle, wo du sagst, muss nicht sein. Und die sind dann halt auch nicht immer besondere Kunstwerke. Ich fand insgesamt in der FC-Geschichte nicht besonders viele Ausweichtrikots besonders geil oder krass. Ihr seht hier hinter mir, da sind ein paar, zwei von denen, die mag ich wirklich. Das hellblaue von der letzten Saison, das habe ich richtig geil gefunden. Aus irgendeinem Grund hat halt so einen lässigen Touch gehabt und ein bisschen Vereinsfarbe war noch drin, weil die Ärmel und der Kragen waren in Weinrot sogar gehalten. Das da in der Mitte habe ich einfach nur so, weißt du, um die Sammlung zu erweitern, mir geholt. Ich feiere es nicht. Dagegen feiere ich das hier, von dem ich sogar sagen würde, war das beste Ausweichtrikot aller Zeiten. Jetzt hier mal eben schnell, war das jetzt Saison 2000, 2001 oder eine Saison später? Ich glaube aber 2000, 2001. Das ist durchaus sehr beliebt bei unseren Fans. Auch zu Recht. Es ist auf jeden Fall crazy. Das ist richtig so dieses... ich sag mal so, liebe Freunde, ihr wisst doch, wenn ihr hin und wieder mal in den letzten Jahren euch in der Südkurve verirrt habt, dass da ordentlich gebufft wird, ne? Und ich gehöre zwar nicht zu den Leuten, ich darf es allein schon aus beruflichen Gründen nicht, aber das ist ein offenes Geheimnis, dass es in der Südkurve so gehandhabt wird. Und das Trikot repräsentiert dann schon fast die Gegebenheiten in der Südkurve. Gott, so kann man sich ein Ausweichtrikot auch schön reden. Eins meiner Lieblinge habe ich auch gerade an.
Und von daher, was ich zum Beispiel bei dem hier gut finde, ja, weiche natürlich komplett von der Vereinsfarbe ab. Schade eigentlich, aber ich mag halt diese ganzen gelben Akzente aus irgendeinem Grund, weil sie ihm was Edles verleihen. Und diese ganzen Dom-Silhouetten, die hier eingearbeitet sind, die sorgen dafür, dass das Trikot doch schon rockt. Ja, auf jeden Fall. Das ist schon ein Trikot, das ich tatsächlich dann auch generell in meiner Sammlung behalten werde. Was heißt in meiner Sammlung behalten werde? Also ich werde jetzt einen Teil der Sammlung, also die Ausweichtrikots, zum größten Teil nach Serbien verfrachten und sie dort tragen. Weil ich gehe damit nicht ins Stadion. Ins Stadion gehe ich nur konsequent in Vereinsfarben. Ich gehe nur konsequent in Vereinsfarben, je nachdem, was die Kurve ausruft. Alle in Rot, alle in Weiß oder egal, kommt in Rot-Weiß. Ich will nicht eine rote Wand besingen und am Ende mit meinem Style davon abweichen. Ich bin sogar, was Jacken betrifft, da sehr extrem. Aber dann war dann halt, kommen wir direkt mal zu dem, was am Freitag veröffentlicht wurde. Ja, also, liebe Freunde, das ist es. Das ist unser neues Ausweichtrikot. Ich sag euch ganz ehrlich, besonders begeistert war ich nicht auf den ersten Blick. Aber das ist wieder so ein Ding mit Liebe auf den zweiten Blick oder doch nicht oder mag man es auf den zweiten Blick. Ich persönlich bin jetzt kein großer Fan der Farbwahl. Auch, dass schon wieder irgendwie blaue Elemente drin sind, finde ich auch auf Dauer ein bisschen läppsch. Ja, läppsch bezeichnet es am besten. Aber was ich wirklich cool finde, das sind diese Muster, die eingearbeitet wurden, die dann zum wiederholten Male bei unseren Trikots in dieser Saison dann unser Stadion repräsentieren. Das sind die Muster unseres Stadiondachs. Das ist schön, dass man sich da im Prinzip vor verneigt. Wäre eigentlich letztes Jahr angebracht gewesen zu 100 Jahre Müngersdorf. Das ist schon ein bisschen schade, dass das erst jetzt so der Fall ist. Aber gut, ja, besser spät als nie. Dann gucken wir uns doch mal weitere Details an. Ja, von der Seite seht ihr noch mal so einen helltürkisen Strich. Ja, der Kragen ist auch helltürkis. Wisst ihr, was das Trikot für mich so langweilig macht? Das sind diese blauen Ärmel. Weil blau haben wir jetzt bei den Ausweichtrikots jetzt schon sehr oft gehabt und das gibt den Ganzen einen etwas langweiligeren Touch. Weiß nicht, irgendwie sieht es ein bisschen langweilig aus und ich bin zwar immer dafür, dass das Vereinswappen gewürdigt wird, aber bei einem Ausweichtrikot, wo du sowieso abweichst, also ich bin kein Grafikdesigner, aber stellt euch das mal in transparent vor. Also, dass es angepasst ist an die Trikotfarben. Keine Ahnung, das würde das Ganze ein bisschen, ja, keine Ahnung, ein bisschen schöner machen vielleicht. Das ist auch wieder so ein typisches Chiller-Trikot. Zum Abchillen, zum Urlaub machen. Und ja, hier nochmal diese typischen Details seit letzten Jahr, die wir drin haben. Ja, hier hinten am Nacken dran, das FC-Wappen. Finde ich gut, dass das jetzt erstmal fest eingeführt wurde. Ich hoffe, es bleibt dabei. Und im inneren Kragen, wie schon gesagt, aus irgendeinem Grund möchte man sich dieses Jahr vor dem Stadion verneigen. Und deswegen wurde eine weitere Stadion-Silhouette eingebaut. Ich habe jetzt keine Nahaufnahme hier mir gescreenshottet, aber da steht auch drin, 1. FC Köln 1948. Ich sag euch ganz ehrlich, besonders umhauen tut es mich nicht. Es haut mich nicht besonders um. Es hat auch ein bisschen sowas für so ein Trikot, das du beim Joggen trägst. Was auch okay ist. Erfüllt seinen Zweck. Ja, ich glaube, wahrscheinlich diese blauen Ärmel, die machen es so langweilig. An und für sich kann man das mal machen. Kann man mal eine Saison lang so machen. Wir müssen ja einfach, es erfüllt seinen Zweck. Du musst in irgendeiner Farbe ausweichen. Aber guckt euch doch mal, liebe Freunde, dieses Trikot an. Ja, kennt ihr noch die Charlotte Hornets? Ja, lila, türkis. Und seid ganz ehrlich, also, das geht super ineinander über. Ich weiß, der 1. FC Köln ist nicht die Charlotte Hornets. Das weiß ich. Aber irgendwie, nach den Chicago Bulls, war das früher immer so das Team, mit dem ich so sympathisiert habe in der NBA. Ihr müsst wissen, ich habe mich früher sehr für NBA interessiert, werf immer noch ein Auge auf die NBA und deswegen, ich glaube, für jemanden wie mich, der die Hornets irgendwie so sympathisch fand, ich glaube, lila, das hätte es gebracht. Das hätte das Ding nochmal aufgewertet. Ich meine, seht es euch noch mal an.
Und dann könnt ihr mir gerne, da würde ich euch mal bitten, wirklich, schreibt mal bitte was in die Kommentare rein, okay? Das ist gut für den Kanal. Das letzte Video ist für mich trotz der Aufrufzahl, die okay war, und der Like-Zahl, ein Rohrkrepierer. Ihr habt euch null beteiligt, das ist kein Vorwurf. Der Kanal ist noch frisch, aber halt, wir sind jetzt schon bei über 80 Abonnenten und ja, lasst uns doch mal eine schöne Community-Geschichte daraus machen. Wäre nett, wäre echt nett, wenn ihr da reinschreibt. Ich will eigentlich nicht so früh hier betteln und was weiß ich, aber irgendwann kommt man an den Punkt, wo man sieht, irgendwas tut sich auf dem Kanal und da fehlen noch so diese kleinen Feinheiten. Aber gut, ja, ich persönlich hätte es halt kurz und knapp besser gefunden, wenn man sich getraut hätte und diese Ärmel lila gemacht hätte. Ich muss dabei auch noch sagen, ja, ich bin Fan eines rot-weißen Vereins. Ich liebe die Vereinsfarben des 1. FC Köln. Ich liebe den FC Köln so wie er ist. Und so soll er auch bitteschön bleiben. Ihr seht es an der Einrichtung. Ne? Hier ist fast alles rot-weiß. Aber trotzdem ist meine Lieblingsfarbe privat lila. Ja, das kommt von Joker, das kommt von Donatello von den Turtles und so weiter. Das waren so, ich weiß nicht, das hat mich schon von klein auf begleitet, diese Farbe. Ich finde, lila rockt so richtig und ich würde mal gern ein Ausweichtrikot in lila sehen. Wäre vielleicht nice gewesen, wenn das Ding so tatsächlich so gewesen wäre wie bei den Charlotte Hornets. Aber ich weiß auch, woher der Rest so ein bisschen so führt, dass es trotzdem in Blau gehalten wurde. Seht euch doch mal aus den 90ern dieses Kappa-Trikot von Barcelona an. Warum ist es nicht langweiliger als unser Trikot? Wegen den roten Akzenten und wegen den eingearbeiteten Details, wo die ganze Zeit Barca, Barca, Barca steht. Das ist natürlich crazy und in der heutigen Zeit, aus irgendeinem Grund stehen alle auf schlicht. Ich habe da voll den Generationskonflikt, was das angeht. Alle immer nur schlicht, schlicht, schick und so weiter. Keine Ahnung. Das ist ein Trikot, Freunde. Werdet ihr ein Trikot auf einem Date tragen? Seid mal ganz ehrlich. Werdet ihr ein Trikot im Restaurant tragen, es sei denn, ihr geht zum FC oder geht zu einer FC-Party oder irgendwas FC-Verbundenes? Nein, ich bezweifle das ganz, ganz stark. Klar, wenn ihr mit euren Freunden abhängt, dann geht ihr vielleicht irgendwo einen Döner essen und habt dabei ein FC-Trikot an. Aber ganz ehrlich, das muss schick sein, das muss schlicht sein und so weiter und so fort. Freunde, da übertreiben manche ein bisschen. Das ist ein Trikot, das ist immer noch Arbeitskleidung, die für den Fan erwerblich ist. Oder erschwinglich ist, keine Ahnung, erschwinglich ist gut, die Dinger sind teurer geworden. Aber sie stehen dem Fan zur Verfügung, dass er sie sich zulegen kann. Dafür sind Trikots da, sie sind in erster Linie Arbeitskleidung. Und deswegen darf ein Trikot sich auch mal erlauben, ein bisschen, ja, mit den Geschmäckern zu spielen. Und da sage ich ganz ehrlich, das Trikot... Ja, kommen wir gleich mal zu der Bewertung. Ich möchte noch mal eine Sache sagen, die mich sehr beschäftigt hat. Also, wenn ihr mich jetzt wirklich fragen wollt, was hätte ich denn genommen? Guckt euch mal dieses Bayern-Trikot von 1999 an. Ja, darin haben sie zwar die Champions League nicht gewonnen, haben die Mutter aller Niederlagen erlebt, aber weißt du, was gut ist an Silber? Das Gute an Silber ist, es ist eine neutrale Farbe. Und wenn du sie dann mit den Vereinsfarben kombinierst, hast du schon fast die halbe Miete drin für ein Heimtrikot. Und das symbolisiert auch, dass du dein Silbertablett ausgepackt hast. Oder auch, und jetzt wird's gewagt, aber ich sag ja, für mich ist das Arbeitskleidung, die der Fan kaufen kann. Seht ihr dieses Stuttgart-Trikot? Ich finde dieses Stuttgart-Trikot verdammt geil. Klar, ein bisschen ungünstig für den VfB, dass dadurch die Farben von Baden ergeben. Ihr müsst wissen, wir haben zwar so viele krasse Derbys in Deutschland, unser Derby mit Gladbach, das Ruhr-Derby zwischen dem BVB und Schalke, aber glaubt mir, Stuttgart gegen Karlsruhe ist Bürgerkrieg. Das ist original Bürgerkrieg. Aber ich will nur mal sagen, das Gold ist auch irgendwie so halt, du hast eine goldene Vergangenheit oder eine goldene Zukunft und so weiter und so fort und integrierst dann die Vereinsfarbe. Sowas hätte ich mir gewünscht. Wäre cool, wenn wir mal Silber oder Gold hätten. Aber da waren viele wieder dabei, die haben gesagt, warum nicht schwarz? Ach Mann, ich will schwarz. Ja, willst du so rumlaufen wie Gladbach oder die anderen, von denen ich gesagt habe, jetzt erstmal nichts über die? Willst du rumlaufen wie so Rivalen von uns? Also Leute, da gab es tatsächlich welche, die haben auch zum Beispiel bei Fabio, also FC Fabio, drunter geschrieben, wo er sich zu dem Trikot geäußert hat, das ist ein Teil unseres Vereinswappen. Leute, das ist eine Silhouette. Das ist eine Silhouette vom Dom. Der Dom ist nicht schwarz. Er hat ursprünglich weiße
weißes Beton, weiße Steine, was weiß ich. Die sind halt nur über die Jahre dunkel geworden. Durch die Gegebenheiten. Des ganzen Wetter, der ganzen Natur und so weiter und so fort. Das ist halt alt geworden. Die ursprüngliche Farbe ist weiß. Deswegen das nahestehendste FC-Wappen ist immer noch das mit dem braunen Geißbock. Ein weißer Dom, der eigentlich auch weiß ist, nur halt schwarz geworden ist und von der Ferne aus schwarz aussieht. Da keine Ahnung, Leute labern Scheiße, sag ich ganz ehrlich. Da heißt auch, ja, hier im Stadtwappen ist ja auch schwarz drin. Ja, weil der Adler schwarz ist. Jetzt übertreibt mal nicht. Der wurde aus stilistischen Gründen schwarz gewählt. Nicht, weil es irgendwie über Köln schwarze Adler gibt, die da herumfliegen. Weißt du, wie die Leute sich ja schönreden. Da musst du aber auch sagen, dass dann Gold ein Teil von den Kölner Farben ist. Du musst ja auch ganz ehrlich dann an der Stelle sagen, dann musste aber auch Gold sein. Deswegen Kompromissvorschlag von meiner Seite aus. Wie wär's denn mal, wenn da mal wieder schwarz ansteht, schwarz, goldene Akzente, goldenes Rewe-Logo, goldenes Ausrüsterwappen und goldenes Vereinswappen, also transparent. Na, ihr Schwarzfans, wärt ihr damit zufrieden? Aber gut, ich bin mit diesem Trikot nicht zu 100% zufrieden. Es hat schon seinen Vorteil, dass es mich an das eben erwähnte Barca-Trikot erinnert, aber nicht gewagt genug. Nicht gewagt genug, liebe Freunde. Es hat mich dieses Jahr nicht so vom Hocker gehauen. Das hellblaue letztes Jahr hat mir ein bisschen besser gefallen. War auch, wenn die Leute von schick reden, tatsächlich deutlich schicker. Und auch der Vereinsname war an den ganzen Streifen schön eingearbeitet. Aber ja, Geschmäcker sind verschieden. Ich muss mit der Sache nicht recht haben, auch wenn ich immer sage, ich bin ja der Trikotlehrer. Von daher, es erfüllt seinen Zweck. Es erfüllt seinen Zweck für Sammler, dass du eine weitere Möglichkeit hast, einen weiteren Spieler darauf zu verewigen oder einfach deine Kollektion zu erweitern durch ein weiteres Trikot. Für diejenigen, die Türkis als private Lieblingsfarbe haben, ist es natürlich auch etwas, was seinen Zweck erfüllt. Und es erfüllt den Zweck, dass du mit deiner Farbe komplett von deiner üblichen Spielkleidung abweichst. Und weil es seinen Zweck erfüllt hat und zumindest mit diesem Muster unseres Stadiondachs nochmal so die Kurve bekommen hat und nochmal etwas dann übers Mittelmaß hinaus gemacht hat. Da steht ein 4+. 4+ wäre beinahe eine 3 geworden, okay? 4+, liebe Freunde. Und das ist dann auch alles, was ich dazu zu sagen habe. Bin mal gespannt, wie es im nächsten Jahr aussieht. Diese Reihe ist aber noch nicht zu Ende, liebe Freunde. Ich habe mir noch das Torwarttrikot aufgehoben. Und natürlich zu guter Letzt, darf man auch nicht vergessen, irgendwann zur Karnevalszeit wird dann auch das Fastelovend-Trikot veröffentlicht. Und das wird auch noch hier Teil dieser kleinen Reihe sein. Wenn mal mehr Videos auf diesem Kanal sind, dann werden wir daraus eine Playlist machen, damit ihr das immer wieder finden könnt, wenn es euch gefallen hat. Und ja, im Prinzip, ja, wenn es euch gefallen hat, ihr könnt gerne auf das Like weiterhin klicken. Für stille Zuschauer, die vielleicht langsam diesen Content sympathischer finden, ein Abo wäre nice. Das lässt den Kanal wachsen und bitte in der Kommentarsektion mal beteiligen. Das wäre cool. Ich will ein bisschen mit euch interagieren. Und von daher, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen. Und dann sage ich mal an der Stelle auf Wiedersehen. Denn wir wollen uns doch wiedersehen.